Thema sich beschäftigt und mit Menschen zusammenarbeitet, dann weiß, was das bedeutet. Stellen Sie mal vor, Sie sind fast 10 Jahre hier, ja, und haben alles getan, arbeiten, sind eine gute Bürger, zahlen Steuer und machen alles, aber haben bestimmte Rechte nicht. Zum Beispiel, wenn Sie denken oder sich einbilden, jetzt einbürgern zu lassen, gehen hin und bei Bundespräsidenten beantragen und müssen Sie Abstandsurkunde. Man muss wissen, dass diese Angaben, diese persönliche Angaben, was Sie angeben, richtig ist. Und das müssen Sie beweisen. Das finde ich auch soweit alles in Ordnung richtig. Aber wenn jemand nicht hat, ich komme aus Somalia ursprünglich. Ich hatte diese Privilegation, in Großstadt geboren zu sein, in Mogadischu, auch in Krankenhaus das zu haben. Aber es gibt einige andere, die das nicht haben. Kommen hierher, wir wissen, dass sie es sind, die sind Somalier, wir beweisen es als Verein, ich bin auch als Verein aktiv und setze mich ab, solche Themen und unterstütze die Migranten und auch bin ich auch diesen Menschenrechtsaktivisten da. Und dann wird gesagt, tut mir leid, das akzeptieren wir diese Leute nicht, weil sie keine Dokumenten haben. Also die können sich nicht einbürgern, teilweise ist es so weit, dass die Familien, die verheiratet sind, nicht mal immer noch Steuerklasse 1 sind, weil man dass sie nicht beweisen können, dass sie nicht in die Heimat verheiratet waren, dass sie nicht beweisen können, dass sie sind, das, was sie angeben, alles dran. Ihre Ausweise werden eingetragen, ihre eigenen Angaben zum Beispiel. Und das begleitet überall. Und das ist eine extra Eintragung, was diskriminieren. Einbürgerung gibt es nicht, Führerschein gibt es nicht, alles drum dran. Und deswegen finde ich diese Themen wichtig, ja, dass man auch diese Blickwinkel, was nicht nur das Recht, was wir hier haben, dass man Personen überprüft wird, gut und richtig finden, aber gleichzeitig es gibt bestimmte Situationen, wo man auch Realität berücksichtigen muss. Und das gehört dazu, was man berücksichtigen muss. In den 70er, nach dem Krieg, meine ich, hier in Deutschland gab es auch nicht, dass Leute alle ihre Dokumente besaßen. Kam Nachbar oder irgendjemand anderes hat zivil eine Zeuge ausgesagt, das ist der und der, hat früher da und da gewohnt, wurde beurkundet und das war's. Ja, deswegen ist es wichtig, diesen Antrag von der ASI zu unterstützen, klar zu machen, es gibt Probleme, die man besprechen muss, ohne Sicherheit zu vernachlässigen. Weil das ist das Argument, Herr Seehofer, Männerkabinett, was er immer wieder vorträgt, ja, zu sagen, ja, aber wenn die Community da sind, wenn Leute da sind, wo wir wissen, okay, das ist richtig, die beweisen, die sind da, ja, das Leben zu erleichtern, zu sagen, das ist keine Grund, ja, die Leute müssen wir unterstützen und diese Unterstützung verdienen wir. Und wenn wir als Sozialdemokraten das nicht machen, ich wüsste nicht, wer das macht. Deswegen ist auch mein Kampf, deswegen bitte ich euch auch da, in dieser Weg mit zu unterstützen, wie das Weg. Danke.